Happy New Year! Happy New Year 2026! Ich habe gemerkt, ich starte ins neue Jahr wie so eine Bankerin. Weißt du, Frau Walter? Ja gut, ich traue noch. Die Düne reden. Nein, das ist wirklich... Das ist aber sehr wichtig. Altersarmut ist ein sehr ernstes Thema. Nein, aber nicht das Thema vom heutigen Podcast. Nein, es ist wirklich so. Hallo zusammen, hallo Jenny, hallo everybody. Und ich habe mega Freude, dass wir so steil am 1. Januar loslegen mit dem 20. Ja, ich finde, wir haben so einen extremen Servicegedanken. Es ist wirklich, wir sind extra früh auf, nein, sind wir nicht. Ich habe recht ausgeschlafen heute, muss ich zugeben. Hey, ich bin so dermaßen am Arsch. Wieso? Ich bin heute 4 Stunden mit meinem Kind im Santis Park. Und das ist so das Alpamare von St. Gallen. Ja. Ui, nein, also es geht nicht, wenn wir es verschieben. Sorry, das ist wie wenn du jetzt sagst, du hättest eine Höhenwanderung gemacht und sagst 12 Stunden unterwegs gewesen. Nein, wieso? Hey, es wird so richtig Delulu, es wird super. Okay, gut. Aber so mit jemand von euch hat Schwimmflügel an, oder? Nein. Oh, wow, okay. Also nein, so Schwimmflügel in deiner Größe wäre doch einfach recht lustig. Es wäre schon cute. Das wäre schon recht lustig. Mit so einem cute Baby, weißt du, vielleicht so Krise, so einem cute Print. Oder weißt du, die Finkli, weißt du, die Leo, die mit dem Leopard Print. Ja, also ich wäre total dabei. Also ich finde, wir probieren ein bisschen sanft zu starten. Halbschlau, voll Herz, am ersten Tag vom nagelneuen Jahr. Ich habe etwas vorher über Jenny herausgefunden. Wir haben eben gefunden, es wäre total lustig, wenn wir irgendwie heute oder in einer Woche so ein bisschen, weißt, so Horoskop und Tarot und so, und weißt, ich so, hahaha. Jenny so, ja, ich bin parat. Okay. Also ich habe es jetzt nur ein bisschen angeteased. Ich glaube, wir machen es erst nächste Woche. Ich muss mich auch noch ein bisschen sammeln dafür. Aber das 2026 wird rein. Ich weiß nicht, wir machen das jetzt schon jetzt zum ersten. Okay. Ich weiß nicht, also ich mache ja jetzt schon, ich glaube, das ist jetzt das 4. Jahr, ich weiß es gar nicht, oder das 3. Und ich ja auch Rauhnächte mache. Und ich habe schon so einen Hang zum Wu, ich finde das schon gut. Also ich kann auch ich habe ja mehrere Oracle und, also ich habe nur ein Tarot-Deck, aber ich habe mehrere Oracle-Card-Decks. Ich habe auch alle schön gesalzen und gereinigt voran. Ich habe schon so einen Hang zum Wu. Also und letztes Jahr habe ich im Fall auch gemerkt, das ist mein Backdrop. Und die ganz aufmerksamen Hörerinnen unter euch merken jetzt auch, dass aus dem Shit I didn't buy, Shit I bought geworden ist. True. Aber schau mal, es hat Wurzeln. Nein, sorry, das ist sehr herzig. Gell? Und das hat mir auch eine Hörerin geschrieben und ich habe ihr dann zurückgeschrieben, so, look, ich habe es jetzt doch gekauft. Und sie ist mega proud. Yeah. Ich habe den echt von denen, by the way. Look, ich habe es bei mir aufgeholt. Zweifelt am Leben seit etwa einem Jahr. Ja, mir auch. Das ist gut, ja, gut. Nein, auf jeden Fall zum Thema Wu. Ich habe es aber auch erst letzte eigentlich wirklich gecheckt. Eigentlich voll doof. Aber ich habe auch letztens einen Call gehabt und dann hat eine Kundin gemeint so, ja, du hast wie so ein Altar. Und dann erst mal so angeschaut und gefunden so, ja, ist eigentlich voll wahr. Es ist wirklich ein Altar. Es ist so. Also ich würde jetzt als Kunde sagen, liegt dort noch ein BH auf der rechten Seite, aber nein, ich glaube nicht, das ist irgendeine Muschel. Wäre eigentlich noch lustig, so real life dazwischen. Ja, das wäre schon so. Also es ist einfach, als wenn 70 Jahre. Es ist schon sehr lustig. Aber es hat ein bisschen etwas im Fall. Ich finde auch. Ja, also das ist auch so ein Vision Board fürs 2026 vielleicht. Ja, es ist, ja, ich weiß nicht, es hat etwas. Ja. Und von der, nein, okay, fair. Ich habe es nie so überlegt, aber doch. Also, Thema Wu. Aber das ist mir eigentlich ein guter Punkt von Shit I ended up buying. Soll ich anfangen? Ich mache gerade weiter. Ich kann nämlich, ich hadere sehr. Es ist eben schon etwas, wo I probably will end up buying. Aber als bis Status heute, jetzt, erste, ich habe es noch nicht gekauft. Und zwar, ja, es ist toll. Es ist eine Schüssel, wo man kann irgendwie so Himbeere und Erdbeere und Früchte und so reinlegen, so eine Fruchtschüssel. Aber sie ist so das offene Maul von einem Hypo. Okay. Glorreich. Also so quirky Ceramics. Oh. Es ist, ja, also das verstehe ich, weil das hat ja wie sonst niemand daheim, oder? Weiß es nicht. So ein offenes Hypo-Maul, wo so Früchte drin sind. Don't know. Okay, also ich finde das mega lässig, du musst mir nachher noch ein Foto schicken. Ich bin jetzt recht gespannt. Yes. Ich meine, ich könnte jetzt dir beschreiben, was ich... Also ich muss vielleicht auch noch, die letzte Woche habe ich natürlich, wie so viele andere, mehr oder weniger, weißt, so zwischen im Bett liegen und irgendwie
dumm scrollen und einfach irgendwie so hysterisch Einkäufe machen, weil ich fast jeden Tag irgendwie Einladungen hatte. Und ich habe natürlich auch, weißt, ich bin so ein Idiot, der immer Ende Jahr die Steuern zahlt. Also das heisst, mein Mann und ich haben immer so am Sehr 30. löblich. Dezember mega Krach, weil wir einfach irgendwie beide, jeder muss einfach irgendwie so quasi sein Geld parat haben, dann tun wir es einander überweisen und dann sind wir mega theatralisch unsere Steuern zahlen und dann haben wir alle eine Depression oder wir finden, hey, ich habe noch irgendwie 1000 Franken auf dem Konto und dann fängst du eben an mit so, so im Sale und dann bin ich eben bei Kos, bin ich irgendwie so im Laden gewesen mit 5 Millionen anderen Leuten und dann habe ich so ein Cardigan gesehen, wo ich gefunden habe, hey, mega cute und so und dann habe ich das, ich muss es schnell spirituell, ich muss es schnell mit euch teilen. Er ist mega herzig. Es ist so ein, ich tue ihn schnell beschreiben, es ist ein Wolle-Cardigan, so ein bisschen im Matrosenstil mit so einem angeschnittenen Kragen. Sehr. Ich habe gefunden, spüren wir total und dann habe ich den angelegt und Also es die Farbe, muss schon sagen, die Farbe von dem ist leichter Fleischkäse. Ja, aber was ich eben immer vergesse, ist, dass ich immer so das Beige total schön finde. Aber dann vergesse ich, dass ich literally ganz körperbeige bin, mit beigen Haar und beigem Gesicht. Und dann habe ich den Cardigan angelegt und ich habe einfach wirklich ausgesehen. Ich weiss nicht, wieso das mir immer in den Sinn kommt. Meine Mutter hat mir mal, wenn ich krank war, hat sie mir Haferschleimsuppe gemacht. Das habe ich noch nie in meinem Leben vorher und nachher gehört und gesehen. Und es ist einfach Haferschleimsuppe. Also es ist einfach wässriges Porridge. Wässriges Porridge und dann noch salziges Porridge. Es ist wirklich, I'm sad, aber der Cardigan ist nix und er wäre nur noch 80 Franken und ich habe jetzt einfach ganz viel Geld gespart und ganz viel Energie, weil ich muss nicht aussehen wie Haferschleimsuppe. Aber der Cardigan, also falls ihr das gehört, der Cardigan in either chocolate brown or cinnamon. Können wir darüber reden? That's so hard. Aber hey, just saying. Finde ich gut. Finde Ja. ich sehr gut. Also wir sind mega stolz, weil wir steigen reich ins neue Jahr, reich Erfahrung, literally reich, weil wir einfach nicht so viel Scheiß gekauft haben, wie so oft. Aber ich glaube, ich habe nie ein Jahresmotto, geschweige denn in mir Vorsätze. Aber ich glaube, das ist in ein Jahr, wo ich weniger Bullshit wird vertragen. Aber ich glaube, das ist vielleicht eine Ausrede, weil ich einfach irgendwie sowieso in der Perimenopause bin und mich sowieso alles aufregt. Aber darum ist einfach irgendwie so less Bullshit, finde ich jetzt noch einen schönen Ja. Vorsatz. Ich kann ja ich mache eigentlich meistens ein Wort vom Jahr und ich habe das Wort 2026 und ich will es eben eigentlich auf ein Käppchen sticken, was so total Zürich Mongo-Hipster ist. Ja, it is what it is. Unquiet. Okay. Weil es ist gleichzeitig, könnte man sagen, weißt du, so leicht beunruhigt, aber auch, weißt du, so quasi, ich schweige nicht. Spannend. Okay, I like it. Ich würde eins nehmen. Wenn du ein rotes Käppchen machst, dann nehme ich eins. Oh nein, das ist Ja, ein Maga. vielleicht rot mit pinker Schrift oder pink mit roter Schrift. Würde ich spüren. Ich würde eins bestellen. Ist gut. Ist gut. Ich finde es sehr Also gut. schau, wir kommen verdammt nach zum Halbschlag Vollherz-Merch. Ja. Wir haben Das ist anscheinend wir haben unser einer Vision Board. weit oben auf unserer Liste. Das ist so. Ja. The Merch. Das Der ist so. Merch. Der Merch Ja. ist dort. Es ist so. Hey, ich platze fast. Nein, ich platze überhaupt nicht. Ich habe so ein gutes Am I the Asshole gefunden, das ich unbedingt möchte mit dir und euch Hit teilen. me. Weil wir haben ja viel so ein bisschen Extremsituationen beschrieben, oder? Das sind ja echte Probleme, die Leute haben und so. Und das sind sehr viele Sachen, wo du findest irgendwie so, weiss nicht, kann ich jetzt nicht nachvollziehen, ich habe keine böse Schwiegermutter. Irgendwie, weißt du, quasi meine Wohnung ist noch nie besetzt worden, I don't know. Und da habe ich jetzt einen gefunden, der eben auch wirklich nicht auf Am I the Asshole war, sondern Am I the Dummy? Und das ist immer so ein Oh, interesting twist. Okay. I know. Weil da ist wirklich, also, ich werde nachher verstehen, was das geht. Soll ich es erzählen? Yes, please. Also, ready? Falls du jetzt die Heizung hörst, ist jetzt der Moment, wo du könntest den Mixer abstellen, wo du deinen Smoothie machst und so und schnell chillen. Weil es ist Storytime mit der Steffi auf Asshole Art. Der Titel ist eigentlich so. Bin ich blöd oder sollte ich tatsächlich beunruhigt sein, dass mein Mann einer Ex auf Instagram hat folgen? Lassen wir schnell so im Raum stehen, wir lassen die Worte setzen. Okay, jetzt kommt die Beschreibung von dem Problem, wo sie findet, bin ich ein Dummy oder nicht. Also ich kann nicht sagen, die Frau schreibt Folgendes. Sie schreibt, ich, 29, habe aus dem Nichts DM bekommen auf Instagram vom Sekundarschulschätzli von meinem Mann, Klammer 30. Also, das ist quasi von einer Sekundarschulschätzli von ihrem Mann. Sie schreibt weiter. Die hat mir basically geschrieben, um mich zu warnen, weil mein Mann ihr im Laufe der letzten paar Jahre mehrmals ihr hat folgen. Also private Accounts muss man ja anfragen auf Instagram, da kannst du nicht einfach folgen, oder? Und dann hat sie geschrieben, die Frau, dass sie seine Anfrage immer abgelehnt hätte, weil erstens sie sich 2012 das letzte Mal gehört haben und zweitens in ihren Worten
obsessiv einer ehemaligen Sexualpartnerin folgen, wenn man sich seit über 10 Jahren nicht mehr gesprochen hat und eine Frau und ein Kind hätte, der Sexualpartner, ehemalige, das ist total widerlich in ihren Augen. Okay. Also, die Frau hat dann weitergeschrieben, dass sie mir das von Frau zu Frau und aus Respekt will sagen und dass sie ihn blockiert hat, und zwar für immer. Und dazu hat sie irgendwie die ganze Zeit seinen Spitznamen benutzt, was seltsam ist, weil sowohl sein Instagram-Namen, also von dem Mann, sowohl der Name auf Instagram wie auch sonst überall auf Social Media ist sein ganzer Name. Also, es ist wirklich so ein bisschen random. Okay, die Frau schreibt weiter. Was mich wieder verwirrt, ist, dass ich keine Ahnung habe, wieso dass sie überhaupt gewusst hat, wer ich bin oder dass wir ein Kind zusammen haben und wie sie mich überhaupt gefunden hat, weil wir uns noch nie begegnet sind. Und sie hat ja gesagt, sie hätte nie Kontakt gehabt mit meinem Mann, seit er mit mir zusammen ist. Und jetzt kommt sehr wichtig. Die Frau schreibt weiter. Okay, die Frau schreibt weiter, aber mich nervt die Message von seiner Ex, weil ist es wirklich unangebracht, einem ehemaligen Schulschatz zu folgen auf Instagram. Und das kommt mir ganz ehrlich so vor, als hätte sie viel Energie drin investiert, aus einer einfachen Follower-Anfrage ein riesen Ding zu machen. Also die Frau schreibt dann weiter, sie hat das ihrem Mann erzählt und er hat es nicht abgestritten. Er hat aber auch gesagt, und jetzt kommt ein bisschen der Plot-Twist, dass ihm, seine Ex, vorgeschlagen worden ist von Instagram als Personen, die du kennen könntest. Und dass er im Laufe der Jahre, also von den letzten 10 Jahren, offensichtlich mehrmals einfach Folgen tippt hat, wie er es so sonst auch total oft mache, wenn ich mir einfach Instagram irgendjemanden vorschlage oder Facebook, oder? Aber er hat keine DMs geschrieben, keine Likes, gar nichts. Also, es ist wirklich eine weirde Situation, oder? Weil jetzt hat die fremde Frau da irgendwie so ein riesen Ding daraus gemacht, nämlich so, dein Mann will mich anbaggern. Dabei ist das einfach irgendwie so quasi Algorithmus und Social Media. Das hast du sicher auch schon gehabt, Jenny, oder? Dass du irgendwie so auf Instagram bist. Genau, die Situation habe ich auch immer. Ständig, aber manchmal schlägt es dir doch nichts vor aus deiner Vergangenheit, wo offensichtlich, weißt du, also der Algorithmus ist ja nicht ein Gott, sondern die wissen einfach, du hast irgendwie so 2 gemeinsame Follower und dann finden sie irgendwie so, ihr könntet euch kennen. Wieso folgst du dem oder der nicht? Und ich habe ja auch schon weirde Vorschläge gehabt. Also ich fand dann, sorry, irgendwie so mit dem Marcel bin ich irgendwie so 1 Jahr in die Schule mit 13. Wieso soll ich jetzt dem auf Instagram folgen? Aber du hast das auf Instagram? Weil ich habe, glaube ich, noch nie irgendwie irgendeine Suggestion angenommen. Really? Nein, das kommt immer wieder, es kommt nicht regelmäßig. Den Leuten, die ich folge ich schon. Ja, aber manchmal hast du dann neue Inspirationen, findest du so, sagst du, ich habe gar nicht gewusst, dass die auf Instagram aktiv sind. Also ich habe das immer wieder, meistens quasi könnte dir auch gefallen. Und lustigerweise, ich bin ja die Old Lady von uns 2. Ich bin doch immer noch recht regelmäßig auf Facebook unterwegs. Werden wir wirklich seit Jahren, aber auch auf LinkedIn und so, werden wir seit Jahren die gleichen 5... Oh, das ist ja so ein Cesspool. LinkedIn, das ist wirklich das, was ich nicht verstehe. Nein, es ist wirklich, da weiss ich auch nicht genau, was machen damit. Aber ich habe es so geil gefunden, weißt du, so jetzt das Am I the Dummy? Also, die andere hat ja quasi gefunden, hey, ist sie jetzt völlig naiv oder könnte da ihnen etwas laufen? Also, Sven Dicht ist natürlich gewesen, not the Dummy, und die meisten Leute haben gefunden, hey, die Ex ist einfach irgendwie eine Drama Queen und will Shit stirren, wo es kein Shit zum Stirren gibt, oder? Aber ja, das kann natürlich, ich meine, das ist natürlich schon auch immer etwas, oder? Also ich weiss auch nicht, dass du irgendwie findest, hey, ich weiss doch auch nicht, der sieht doch jetzt noch schnuggelig aus und irgendwie vielleicht kann ich ja ein bisschen rock the boat und dann ändert es oder so, ich weiss doch auch nicht. Oder wenn es so langweilig ist und alle regen dich auf zwischen Weihnachten und Neujahr und irgendwie findest du irgendwie so, oh mein Gott, mein Leben ist so langweilig, und dann fängst du an so, was macht, weißt du noch, in der Säcke haben wir es so lustig gehabt, weißt du, du anfängst an so alte, nicht Flames, einfach Leute, die das aus deiner Vergangenheit, ich meine, das haben wir alle schon gemacht, so randommäßig gehst du schauen, oh, sind die auf Facebook, sind die auf Instagram, sind die auf LinkedIn? Ich finde aber LinkedIn von dem her viel spannender, weil dort hast du immer die... Ja, das stimmt, aber ich muss sagen, ich mache das schon amix und finde es dann schon auch noch interessant. Wir merken halt immer wieder so, ja, wir haben keinen Kontakt mehr über die Reasons und die Reasons are still valid. Oder, das war ganz schlimm gewesen. Ich habe es eigentlich immer mega. Und dann haben wir uns aus den Augen verloren. Und dann habe ich auch irgendwann einmal so ein bisschen gegoogelt und dann habe ich herausgefunden, das ist jetzt not very funny, but true, dass sie mit irgendwie, ich glaube, 5 oder 36 an Krebs gestorben ist. Okay, das ist ja heftig. Das ist heftig. Okay. Ja, also... Oder du findest raus, ich meine, wäre es schlimmer, wenn sie 10 Jahre später irgendwelche SVP-Beiträge geteilt hätte. Ich meine, es ist auch nicht lässig, oder? Gut, aber ich meine, die Leute, die das machen, von denen ist das irgendwie der Bitch schon, dass sie das machen. True. Ja, ich weiß nicht, ich glaube, von denen habe ich so wenig Surprises. Weil irgendwie, ich weiß auch nicht, weißt du, so, aber was ich letztes Mal festgestellt habe, was mich sehr überrascht hat, ist, ob du das hast, ist,
dass jemand, eben auch aus der Vergangenheit, wo du dort so wirklich recht so schwierig gefunden hast, wo jetzt Best Friends ist mit jemandem, wo du eigentlich noch mega magst und du findest so, how did that happen? How did that? Weil die Person von damals, also so wie ich die Person damals kennt habe, makes no sense. Und people change, oder? Ja. Aber das ist wirklich so recht, das ist recht dann interessant. So, nicht wundern. Ja, also das fährt schon noch ein. Aber das ist auch generell, ich meine, das haben wir ja alle mit Freundschaften, oder? Gerade so Schulfreunde. Ich meine, wir sind ja komplett andere Menschen jetzt. Also also eine von meinen besten Freundinnen haben wir uns mit 13 kennengelernt. Und wir haben literally 6 Leben je schon gelebt. Aber wir kennen uns immer noch und das ist wirklich eine der längsten Freundschaften. Aber auch in dieser Zeit, ich meine, das sind jetzt 40 Jahre, oder? Wo sie einfach irgendwie so, wir sind auch schon unnäher gewesen und dann wieder ein paar Jahre lang irgendwie relativ weit auseinander, oder? Also das ist, es gibt so ja, aber ich glaube, aber das ist ja auch okay und das ist ja auch normal. Also weißt du, ich habe das auch, dass du mal halt mega nah parallel laufst und dann irgendwann macht halt jemand so ein bisschen und ist ein bisschen weiter weg und irgendwann und manchmal findet man wieder zusammen. Ja. Und manchmal ist es auch völlig okay. Und dann ist das irgendwie so quasi das natürliche Ghosten, wo einfach etwas aus. Aber hey, weißt du, was müssen wir noch zurückcirkeln? Ich habe ja Zugang zu seinem Telefon. Weird, oder? Hat er wirklich so richtig gedroppt? Also, was? Ganz ehrlich. Hast du Zugang zum Telefon von deinem Partner? Also ich meine, Zugang. Ja, ich wüsste den PIN-Code auch, aber ich meine... Also ich kenne den PIN-Code nicht, aber ich habe den biometrischen Fingerabdruck. Haben wir voneinander im Telefon. Aber das ist wirklich einfach gewesen, falls mal irgendetwas ist und irgendwie, weißt du, so, er sein Telefon die liegen lässt oder wirklich einfach in einer, weißt du, so quasi in einer Notfallsituation. Aber ich habe sein Telefon literally noch nie geöffnet. Wirklich. Also ich wüsste nicht, wieso. Ich finde, also gut, also nein, das ist ein anderes Thema. Ich meine, wenn du misstrauisch bist, bist du einfach misstrauisch. Also ich lasse mein Telefon überall liegen und auch er kann meins öffnen, oder? Mit dem PIN-Code. Und wir wissen auch den PIN voneinander, stimmt? Aber eben, also ich habe auch eine lustige Formulierung gefunden, aber sie hat dann ja auch präzisiert und hat irgendwie gefunden, so, sie hätte es jetzt auch noch nie gebraucht. Aber ich finde es schon, weißt du, so, vielleicht fände ich das sass, wenn jetzt mein Mann seit schon immer gesagt hätte, so, hey, natürlich hast du nichts auf meinem Telefon zu suchen, würde ich sagen, why? Oder wenn wir es einfach irgendwie mal erledigt haben, wenn ich weiss, ich habe Zugang, ich habe das literally noch nie in die Hand genommen. Weil ich nicht muss. Für was? Ja. Ich glaube, das ist wie so, weiß ich auch nicht, dem BVG schreiben, übrigens, du musst die Person auf die Liste tun, wir leben zusammen, aber sind nicht verheiratet. Ich glaube, es sind auch Sachen, die du mal machst und dann ist es gemacht. Aber ja, es ist wirklich so. Aber ich habe das wirklich jetzt in eine spannende Situation gefunden, was sie geschildert hat. Weil es einfach irgendwie so, eben, es ist, Social Media es ist für gewisse Leute, lesen so viel drin rein. Oder weißt du, so quasi jetzt mit einer Freundschaftsanfrage oder so. Oder auch Leute, die kommentieren. Natürlich kannst du nächtelang wach liegen und finden, wieso hat jetzt irgendwie Rahel irgendwie kommentiert, obwohl wir uns seit 15 Jahren nicht mehr gesehen haben. Es gibt Leute, die sich so unterschiedlich verhalten auf Instagram. Und also auch auf sonst Social Media. Und habe ich das schon mal erzählt? Ja. Ich nenne keinen Namen, aber ich habe zum Beispiel eine Freundin, die ich als im Real Life total lässig finde und ich habe irgendwann mal festgestellt, sie ist ein Troll. Wirklich, auf Instagram. No. Hure scharfe und danebendige Kommentare und okay. Ich muss einfach mal ansprechen drauf. Weil ich sehe das ab und zu, dass sie etwas kommentiert und wirklich einfach so super bitchy, weißt du? Ja, aber weißt du, das check ich nicht. Ich finde das immer so weird, wenn die Leute in real life jemand anders, so völlig anders sind, als wie sie sich irgendwie auf den sozialen Medien darstellen. Und ja, I know that's a thing. Aber es ist wirklich so, ich meine, wenn du meinen Social Media folgst, es ist wirklich einfach, ich würde jetzt mal behaupten, es ist jetzt niemand geschockt, wenn er mich wenn er mich jetzt in Zürich auf dem Opernplatz trifft. Ja, nein, das glaube ich auch nicht. Wirklich, das sagen, also ich habe mir die viel leislicher vorgestellt, das glaube ich nicht. Ja, auch nicht. Aber also ich habe nicht gedacht, dass das Lachen wirklich so laut ist. Aber ja, also das gibt's, I know it's a thing, dass man sich irgendwie so quasi auf sozialen Medien online anders verhalten. Ja, aber ich verstehe, dass du nicht alles teilst, das finde ich völlig gut, also finde ich völlig richtig, dass du nicht alles teilst, aber so Verhalten, also weißt du, ich weiß nicht, wenn du auch im Real Life ein Troll bist, dann be my guest, dann bin ich auch einen auf Social, aber irgendwie, weiß nicht. Nein, es hat mich ein bisschen enttäuscht, weil ich finde, sie ist in Real Life, ist sie lustig, auch manchmal ein bisschen, weißt du, so quasi hart an der Grenze, aber lustig. Und es ist wirklich irgendwie so quasi online eskaliert recht. Und ich finde es wirklich uncool.
Weil so in Real Life, wenn es irgendwie, weißt, ich kann sehr vieles verzeihen, wenn es einfach lustig ist. Sorry, wenn es eine geile Pointe ist, dann darf man sehr viel machen. Da finde ich auch, Humor muss der spatzig haben. Aber ja, nein, wenn es wirklich so ein bisschen kippt in so unnötig gemein, bin ich immer noch die Amerikanerin tief in mir rein, finde einfach irgendwie so quasi, hey, if you don't have anything nice to say, don't say anything at all. Wirklich. Also, was grundsätzlich schon auch einfach pretty good life advice ist. Ja, es ist so. Lass mich genau so stehen. Ist gut. Ja. Ich habe jetzt die Schwiegeminute, das hat jetzt wahrscheinlich noch nie gegeben in der Geschichte von irgendwie so halbschnell Vollherz, dass wir irgendwie, weißt, so 1,5 Sekunden beide geschwiegen haben. Ja, gell. Und vor allem, weißt, ich sage jetzt eine Schwiegeminute, oh nein, scheiße, ich muss mich korrigieren, es sind maximal 0,8 Sekunden gewesen, aber we take it. Es ist We take it. Also, ja. Das war ein Am I the Dummy, eine sehr harmlose, aber sehr schön. Spannend. Sehr schön. Das heisst, wir können auch schon so, hey, das musst du gehört haben. Und wir machen, weil heute der erste ist, ich finde, wir machen heute einfach ein Yearly Forecast Woo-Woo Special. Hätte ich gesagt. Wir haben unsere Horoskop angeschaut. Und die sind recht toll für nächstes Jahr, I guess. Also ich meine, take it or leave it, oder? Aber so, nimm was passt und den Rest lasse ich. Aber ich glaube, es ist recht interessant für nächstes Jahr. Was für mich völlig okay ist, weil 2025, what a shit show. Ich bin ready. Und wir haben auch noch gesagt, dass wir der Steffi noch einen persönlichen Jahresforecast geben. Ja, es ist... Und also, es ist es so, weil ich ja das nicht gewusst habe, dass du das wirklich eigentlich einigermaßen ernst nimmst. Ich liebe das Jahreshoroskop bei der Annabelle und ich habe mich wirklich auch ein bisschen damit befasst. Und ich finde vor allem das Annabelle ist toll. Total lässig und ich liebe ihre Art, wie sie über Astrologie schreibt. Ja, und absolut. Ich habe jetzt einfach so ein bisschen, weißt du, weil ich glaube, sehr viele, wir haben ja schon über das geredet, schnappen sich die Annabelle-Ausgaben, finden wieso, ich möchte unbedingt wissen, weißt du, was wird abgehen. Und es ist sehr viel, weißt du, mit Planetenkonstellationen und so und irgendwie. Und bei dir, du bist ja Zwilling, oder? Und bei dir habe ich irgendwie Highlights rausgeschrieben für Zwilling für 2026. Du hast das auch schon bestätigt, dass der Merkur dein kosmischer Kommunikationsmanager ist im nächsten Jahr, also in diesem Jahr. Und das finde ich ein geiles Quote, er macht dich zur offiziellen Pressesprecherin vom Universum. Lass ein bisschen wirken. Also das ist ich baue jetzt meinen Balkon, damit ich zum Volk sprechen kann. Never mind, I have 2 podcasts. Es ist Evita. Ja, du machst das wirklich selber. Aber im Fall wirklich, es hat ein paar coole Formulierungen jetzt irgendwie für Zwillinge, jetzt für 2026. Okay. Zum Beispiel, ihre Ideen zünden, Gespräche explodieren, ihr Gehirn arbeitet wie ein Hochleistungsprozessor, während That's the undiagnosed ADHD, aber... Es ist wirklich... Nein, aber es ist wirklich... Also, dies ist... während dem andere über Balance nachdenken, sagst du schon längst auf dem Weg nach Bali. Würde ich mir auch merken, so Zeug. Und, ja. Bali, nice. Ja. Also ich fange eine neue Ära von der Geschwindigkeit an, das wird auch super. Und alle anderen sehen Chaos, du erkennst Muster. Aber, jetzt kommt's, Achtung vor zu vielen offenen Tabs. Jetzt noch spannend? No such thing. Egal, es ist okay, es gibt nicht zu viele Tabs. Es gibt nur zu wenig Rechner, ein schlechter Prozess. CPUs, ja. Aber ja, es ist, finde ich, wirklich cool und irgendwie so quasi... Was ist dies? Ich möchte lieber über dich reden im Moment. Weil bei dir kommt jetzt noch abschließend bei den Zwillingen, kommt mit 2026 ein Jahr, wo sie verstehen, dass Worte Taten sind und dass, Achtung, Zuhören möglicherweise die schönste Form von Liebe ist. Wow. Okay? Also ich finde es jetzt ein bisschen problematisch, das jetzt in einem Podcast zu droppen, wo wir das Gefühl haben, wir müssen jede Woche unglaublich viel kommunizieren. Weil mein Horoskop von der Alexandra Kruse jetzt mit der Annabelle, ich bin vage. Und es fängt an mit 26 Jahren, wo sie lernen, dass Schönheit haltig ist und Balance wirklich mit Symmetrie oder Work-Life-Balance zu hat. Es könnte sein, dass sie plötzlich Lust haben, ihr ganzes Leben neu zu kuratieren. Ich so, ich weiß nicht. Weißt du, so Changes finde ich zwar lässig, aber sie findet irgendwie, weißt du, so viel vage, ein Jahr, wo ein konstantes Gespräch sagt zwischen Herz und Verstand. Und ich habe dann mir daraus Halbschnell Vollherz? Ja, oh mein Gott, es ist oh mein Gott! Vorher gewusst. Aber jetzt für vage, dass es so ist, dass irgendwie so quasi zwischen Februar und April sich so ein bisschen Prioritäten verschieben und irgendwie so quasi, dass man auch mal loslassen kann und so. Und dann kommt irgendwie Bewegung ins Leben, so ins Denken und Reisen, neue Projekte und so. Und dann habe ich mich fest rausgestrichen. Im Sommer geht es dann richtig durch, man wird gesehen, gehört und geschätzt. Und zwischen
und es haben verschiedene Horoskope mir gesagt, zwischen Ende August und am 10. September, das ist jetzt also für alle Wagen, leuchtet die Aura wie ein frisch poliertes Fabergé-Ei. Also da muss ich kosmisch und auch, weißt du, so mit der erotischen Ausstrahlung muss es auch Huren abgehen während 3 fucking Wochen. Und nachher ist, glaube ich, einfach desaströs. Also, nein, ich höre jetzt auf. Aber so ein bisschen, das Ende 2026, sage ich jetzt für Wagen, so ein bisschen eine kosmische Reifeprüfung, ja, dass man erkennt, was die innere Wahrheit ist. I don't know. Okay. Anyway, ja, also ich finde, ich heb mich jetzt einfach an dem Hot Girl Summer, den ich jetzt wird haben, genau für 3 Wochen im August und September. Ja, ich bin gespannt. Aber das sind jetzt einfach quasi, du weißt ja, so mit den Sternenbildern und so, und ich glaube, 26 ist ja so von der Planetenaufstellung her ein ziemlich krasses Jahr. Ja, also wir haben vor allem Ist mit klar, den also Planeten ja, es ist, 7 Planeten oder 5 Planeten Aufreihung. Also es kommt, glaube ich, schon viel ja, mehr wir haben Konstellationen gehabt, wo wir das letzte Mal so, also wirklich so recht weirde Jahre gehabt haben, also so französische Revolution und so. Woodstock. Also, it's gonna be interesting. Aber ich habe auch noch dies schnell noch geskimmt. Es gibt ja 2 Astro-Resources, sind beide auf Englisch, aber man kann mittlerweile ja alles übersetzen lassen, auch Webseiten und so. Es gibt 2 Astro-Resources, die ich total toll finde. Das eine ist der Chris Corsini. Chris Corsini. Corsini. Ja, er ist auf Instagram. Und er tut auch all seine Reels, er macht so monatliche Tarotlegungen und er macht auch so Online-Workshops und er macht auch so Jahresforecasts und er tut auch alle seine Videos tut er, mit ASL signen, also mit Gebärdensprache signen. Toll. Und er ist eine richtig tolle Socke und seine Astro-Sachen finde ich mega spannend. Und dann Johnny ist jetzt nicht so der Insider. That's the man. Yep. Und Johnny, sie ist jetzt nicht so der Insider, ich glaube, sie ist recht bekannt schon, also sehr bekannt. Und sie hat auch, also sie hat eine tolle App. Eine App ist immer gut. Eine App, sie macht auch lässige, ganz viele Beiträge auf TikTok und Instagram. Also, genau. Und sie hat einen Keysatz für die Waage für nächstes Jahr und der ist Dreaminess meet Discipline. This is the year to make sparks fly. Das nehme ich und du es verinnerlichen. Ja, I like. Soll ich jetzt schauen, ob sie auch noch für Gemini hat? Was sagt sie zu den Geminis? Bist du ein typischer Zwilling? Identifizierst du dich mit den Charaktereigenschaften, die dir zugeschrieben werden? Ja, gewisse Sachen schon, aber ich meine, es ist ja nur, also Sternzeichen ist ja grundsätzlich einfach eins von vielen und dann kommt dein Aszendent ins Spiel und grundsätzlich, welche Planeten du in welchen Häusern hast und so. Ja, es spielt natürlich viel. Das spielt alles miteinander rein. Aber wait, jetzt habe ich gerade bei Tani geschaut und jetzt habe ich bei Gemini und das ist im Fall als erstes gestanden, you're an extra charming collaborator. I agree. Thank you. Also, mein Motto anscheinend ist get ready to shapeshift. Then, so the last, like the final sentence is wield your subversive X factor on behalf of the collective good this year and you'll receive an influx of sparkling new energy. Ich finde, das klingt super. Ja, collective good, finde ich voll gut. Gut. Du kannst super so unquiet. You heard it here first, sagt er's. Ja, es ist wirklich sehr, sehr spannend. I don't know, ich finde immer, es ist so ein bisschen, ich finde so Astrologie und auch irgendwie so Tarotkarten und so, finde ich eben mega spannend, was du mit deiner Energie, also vor allem jetzt irgendwie so Tarot legen, finde ich irgendwie schon ein mega spannendes Thema, wenn du das mit jemandem machst, der sich ein bisschen auskennt und einfach wie die Randomness eben gleich Muster zeigt. Also das finde ich schon sehr, sehr lässig. Das letzte Mal, als ich Tarotkarten gesagt habe, übrigens, hat man mir gesagt, schreib dein fucking Buch, ist mehr oder weniger dann irgendwie... Sehr schön. Vielleicht kommt das nachher auch noch. Hey, los, ich finde das immer grundsätzlich mit all diesen Sachen, Astrologie, Human Design, Tarot, Oracle, Numerologie, whatever there is. Ich meine, es ist ein Werkzeug. Und wenn es dir irgendwie etwas hilft, zu verstehen, wo du immer denkst, why the fuck mache ich einfach immer den gleichen Scheiß und du durch irgendwie eine Tarotkarte etwas über dich verstehst, dann finde ich, ist das gut. Alles, wo in das Zeug hineingeht von Zukunftsvorhersagen und oh mein Gott, du hast jetzt einen Turm im Tarot und alles geht zur Sau und so, das ist Bullshit, oder? Aber grundsätzlich, hey, und
Ich meine, ich mache ja auch, ich habe wirklich auch Kundinnen, mit denen mache ich, das ist eine andere Modalität, mit denen arbeite ich mit Farben. Und das ist immer grundsätzlich einfach, nimm, was halt für dich passt in der Situation und lass den Rest wie sie es. Das ist nie Ding. Ich habe jetzt wirklich noch nie erlebt, dass irgendjemand gesagt hat, oh mein Gott, das ist jetzt, also weißt da passt jetzt klar, kannst du natürlich auch sagen, das Ganze ist nicht meins und das Ganze ist Mist und dann ist auch okay. Ja. Zwingt dich niemand, um dein Horoskop zu lesen. Das ist wirklich so. Und ich finde, es ist sehr vieles auch Mindset. Oder? Und ich finde, wenn du sowieso durchs Leben gehst und immer findest, wie so, hoffentlich passiert jetzt nicht schon wieder etwas Schlimmes, ist natürlich die Chance, dass schon wieder etwas Schlimmes passiert, weil du es irgendwie schon halb erwartest, durchaus grösser. Da bin ich jetzt sehr überzeugt. Ja gut, das ist psychologisch bewiesen. Da gibt es ganz viel Forecast. Aber wir haben Cherrypicking gemacht, wir nehmen, was uns gefällt, aus unseren irgendwie so bestehenden Jahreshoroskop und Orakel. Bin einfach mega zuversichtlich, aber das bin ich ja auch sonst immer. Ich habe das Gefühl, es wird ein cooles Jahr. Ich glaube, es wird challenging, habe ich auch das Gefühl, für mich jetzt irgendwie so beruflich und es wird nicht ein easy Jahr, aber ist auch 2025 und wir müssen jetzt einfach wirklich super arschig, aber manchmal muss man es auch ein bisschen als Chancen anschauen. Wenn irgendjemand einfach irgendwie so quasi einfach Unruhe drin ist das einfach auch, weil man vielleicht vorher ein bisschen zu fest Ruhe gehabt hat. You know what I mean? Also im Fitness, das tut mir leid, weil jetzt gehen wir halt vielleicht noch schnell, vielleicht so 5-10 Minuten drüber. Das wird vielleicht die nächste Folge. Weil jetzt machen wir noch der Steffi ihre Karte. Bist du ready? Willst du oder willst du nicht? Soll ich abgeben? Ja. Ich finde es total spannend, sehr gerne. Okay. So, ich sammle mich in meiner Banker. Kommt super. Ja, das ist doch gut. Also warte, machen wir schnell. Ja. Muss man sich konzentrieren beim Karten? Nein, ich hole einfach immer noch schnell den Consent ab, dass das, was wir machen, zum höchsten Wohl von dir ist und von allen Beteiligten. You can call me Woods, okay. I can live with that. Mit was wir heute überhaupt arbeiten? Ja, das hätte ich vielleicht zuerst sagen sollen. Wir arbeiten mit dem Oracle Card Deck. Das heisst Archetypes von der Kim Krans. Es ist besonders eben cool, weil es geht so ein bisschen um universale Muster und weniger so kurze Vorhersagungen. Und das ist eben eigentlich, finde ich, immer mega lässig fürs Jahr. Und we'll see what comes out. Außer du bist jetzt die Erste, die sagt, das ist so alles vermischt. Wir machen so ein bisschen Inner Quest. Das sind 3 Karten. Die erste Karte ist das Who, also so ein die archetypische Seite von deinem Selbst, wo jetzt so ein bisschen am dominierendsten ist in der Story vom nächsten Jahr. Das ist der Teil, wo du Achtung geben in der Story vom nächsten Jahr vorwärts kommen. Dann Karte 2 ist With What? Also was die Karte gibt wie Insights für was für Tool du kannst brauchen, suchen oder aufgeben. Das ist eigentlich die Story, das wie vorkommt. Und das Why, die letzte Karte, ist so ein der deeper purpose of so deiner 2026 Journey. Also warum es eigentlich so ein bisschen jetzt geht im nächsten Jahr. Gut. Okay? All in. Ich mache Notizen. Das ist super. Die von uns. Ja, ich weiß. Jenny ist am Karten ziehen und tut sich fest und ich sollte nicht so ASMR-mäßig ins Mikrofon flüstern. Es ist voll gut. Es ist so richtig so, Jenny merkt it, Performance Anxiety. Es ist wirklich, ich bin jetzt auch mega beeindruckt gewesen, du bist sehr konzentriert gewesen. Ja, I take this shit seriously. Im Sinne von, eben, ich habe einfach schon oft erlebt, dass ich irgendwie dann gemerkt habe, oh, hoppla, oder? Dass du es halt wirklich irgendwie so ein bisschen gemerkt hast, oh, okay, there's something coming. Also, es ist wirklich ein sehr umfangreiches Deck. Es hat extrem viele Karten. Ich kann auch nicht alle auswendig. Das heisst, ich spicke dann. Wir haben deine erste Karte, dein Who, ist Kairos. Wir können nachher schauen, was es heisst. Dann With What, die zweite, ist The Womb. Okay, gut. Ja gut, das ist vor allem wahrscheinlich Female Energies. Und das vierte, also das 3, das Why, The Crown. The Crown. Crown, ja, sorry. Okay. Oh, ja. Ja, alright. The Crown, okay. Let's see. Also, jetzt muss ich natürlich, es hat wirklich einfach extrem viel von denen und jetzt muss ich halt wirklich da schnell durchblättern, das ist jetzt nicht so mega spannend. Okay, aber die erste Karte ist eben der Archetype, oder? Das ist so quasi das Ja, genau. Also,
Okay, und Aber das das ist so wäre wie Kairos. good to understand, was er da alles sagen will. Gut. Also, Kairos. Okay. Zeig mir nochmal schnell die Karte, das würde ich noch Das gerne ist aber mal schon auch sehr sehen. pretty. Mhm. Interesting, mit dem Auge mit in der Ja, Mitte. genau. Okay. Also, es geht um Synchronität und sogenannte mystische Zeit. Jetzt ist die Frage, ich meine, ich lese es auf Englisch vor. Ja, schön. We have all had the experience of timelessness of life beyond the ticking of the clock. It may be felt as time standing still, slow motion, or losing track of time on a walk or in a lovely conversation. This is known as mythic time, and it is the territory of Kairos. This card suggests that there is a secondary time continuum that goes beyond any earthly clocks and schedules. Within this non-linear realm, we access divine timing. A single moment rippens with auspiciousness, and our actions change the trajectory of our whole life. Time becomes a living thing that watches over us and tells us precisely when to speak or act. When this card appears, it is all about patience and precision. No clock can guide you. Wait for the rush of inner knowing and not a moment longer. Also, meine Interpretation von dem wäre jetzt wirklich einfach grundsätzlich deiner inneren Stimme mehr Vertrauen schenken. Mhm. Wenn du Sachen willst machen, wo du irgendwie aufschiebst und sagst, ja, ich mache es dann irgendwann und dann denkst du amigs, oh, das irgendwann kommt gar nie, ich mache es doch vielleicht jetzt einfach jetzt, zum Beispiel verstehen, es gibt vielleicht einfach einen Grund, warum ich es aufgeschoben habe und das ist nicht einfach Laziness. Mhm. Und wissen, dass wenn der Moment richtig ist für das Buch, dass es dann wie klar ist und dass du dann wie weißt, jetzt ist der Moment und dann auch nicht zögern, sondern execute with precision. Mhm. Okay, finde ich jetzt mega spannend. Ich habe mir jetzt also Patience and Persistence, finde ich eine coole Ja. Kombo. Habe ich mir auch aufgeschrieben, notiert. Alright, Kairos, ich habe zugelassen. Alright, innere Stimme. So, Und und jetzt jetzt ist haben die wir, Frage, genau, jetzt haben wir die zweite, wo wir ja gesagt haben, das ist so ein bisschen das Tool, wo du kannst suchen oder aufgeben, damit du echt wirklich kannst weiterkommen in dieser Situation. Also für das, was fürs nächste Jahr, was dir am meisten kann helfen, um eigentlich dort wie weiterkommen. Oder jetzt in dem Fall vielleicht auch, was kann dir helfen, um auf deine innere Stimme zu hören. ja. Und dann ist natürlich das Bild, The Womb, die Gebärmutter, ist natürlich recht, also ich finde es eine wunderschöne Karte auch. Gell? Es ist so eine Perle, es ist so ein umgekehrtes Dreieck mit so rot, gelb, orange und so einer goldigen Perle in der Mitte. Es ist very pretty. Also es sind natürlich auch durchaus Karten, wo man sich dann eben zum Beispiel auch kann, hinstellen und anschauen. Ich schicke das sonst nachher als Foto. Okay. Ja, finde ich wirklich spannend. Okay, also The Womb, das ist jetzt quasi Genau. the what? Also, Oder irgendwie so genau. Everything has an origin story. The womb archetype asks us to contemplate the beginning beyond the beginning, the mother beyond the mother. In a world that often negates the power and necessity of feminine principles, this card returns us to the warmth, tenderness, and sacred intelligence from which we came. It is a card of receiving, not achieving, of accepting love from the mother of us all. She is the life-giving force that forgives and cherishes even the most wounded and disparate souls. No matter how lost you are, the womb awaits you to return to help you heal and grow. This card is a call to keep things simple, return to be reborn in the name of love. The womb is everywhere. It is beyond gender, beyond time. We are within it as it is within. Also, ich meine, es klingt natürlich schon sehr schwurstig. I get that. Und ich meine, I see you roll your eyes. Aber ich glaube, ganz grundsätzlich geht es um Nourishment in allen Formen. Mhm. Es geht um eine gewisse Harmonie, eine gewisse Ausgleichheit, eine Wärme, zu sich selber auch einfach nett sein und sich selber zu vergeben für Shit I did. Und so ein bisschen wie die Acceptance, wo wir im meisten, oder die Forgiveness und die Acceptance, wo wir eigentlich unseren Kindern ja so readily geben, auch für uns zu nehmen. Und ich finde schon, so zusammen ist es schon irgendwie interessant. Also es sind so, ich finde beide Sachen sind jetzt schon so, es geht
schon so ein bisschen, es ist so ein bisschen, ich finde schon eine Journey of Maturity und Kreieren von wirklich von einem tiefen Verständnis vom Selbst und wirklich von einer Tiefe und nicht von irgendeinem Druck oder irgendeiner Deadline oder irgendwie so. Und Und eben das Receiving, not Achieving, finde ich auch noch einen schönen, noch einen schönen Input. Weißt du, Ja. quasi, dass man es kann annehmen kann. Nicht irgendwie, weißt du, quasi mit Druck kann ich das, oder weißt du, quasi, dass ich für alles verantwortlich bin, weißt du, was mir passiert, was ich will. Und wirklich halt einfach so, dass eben und auch das, zum Beispiel auch das Annehmen, was wir von Kairos hatten, dass die inneren und die äußeren Gegebenheiten, die müssen passen und dann flutscht es. Und nicht das wie forcieren und dann, also weißt, ich meine, es hat dann vielleicht schon Erfolg, aber irgendetwas wird dann einfach sein, es wird vielleicht zu stressig sein, es wird irgendetwas hinterherkommen und ich es würde beißen. So, okay, das finde ich sehr schön formuliert. Okay. Sehr gut. Und dann haben wir The Crown. The Crown, was heißt du nochmal sagen, The Crown? Crown wäre eben so Krone, da würde ich auch sagen, so grösser waren, aber The Crown, I get it, I take it. Ist ja eine alte Frau. Also weißt so, und auf der Karte ist eine Krähe. Ja, eine Hand, die eine Krähe hat. Genau. Crown ist eigentlich so ein bisschen eine alte Frau. Ja, jetzt muss ich aber nur noch schnell, genau, aber jetzt muss ich noch wirklich, aber in einem guten, ich finde, es ist gut konnotiert. Oder? Ich finde nicht, es ist... Nein, es ist auch Weisheit. Und das ist jetzt ein Wort, das ich jetzt nicht oft mit mir in Zusammenhang bringe. Aber es ist mein Orakel. Also, nein, es ist... ja, aber das ist sowieso. Also, weißt die Karte bedeutet für dich etwas ganz anderes, als was sie sonst bedeutet für jemand anderen. Also, das ist ja okay. Das soll ja auch so sein. Und welche Botschaft auch immer irgendwie bei dir hängen bleibt, oder zum Beispiel, du hast jetzt das Receiving ist für dich geblieben, das ist okay. Also weißt du, auf das geht es ja. Das, was dir hängen bleibt, um das geht's. Ja. Oder? Genau. So, das ist der Why, so der ganze Purpose von dem ganzen Ding, oder? So, warum das Ganze geht. The Crown has seen it all. Nothing frightens or surprises her. She is the final manifestation in the feminine trifecta of maiden, mother, crone. In her long life, she's witnessed endless cycles of death, sex, failure, rebirth, conflict, and regeneration, giving her the ability to rise above the world of duality. She laughs at notions of good or bad, right or wrong, as she has seen the earth churning, smoldering, taking life, and giving life. The crown energy accepts everything in devouring beauty and suffering with the same mouth, using their energy to reveal hidden secrets and knowledge. Her energy resides in all of us, though it is feared by most for its power and unconventional relationship with death and the macabre. Awakening the Crown is dangerously rich and unapologetically magic. Also es ist Magic, es ist so clairvoyant, so voraussehend, intuitiv und weise. Und das ist so, warum es in dem Ganzen geht. Ich finde es eigentlich schon, passt irgendwie schon hübsch. Ja. Und dass es halt nie kommt. Ja, und ich finde es jetzt wirklich auch mit den anderen zwei Karten, finde ich es wirklich noch spannend. Oder? Einfach irgendwie, weißt du, so quasi, das hat so etwas, nicht Wohlwollens, aber einfach irgendwie, weißt du, so quasi, ich finde das noch schön, weißt du, jetzt auch in dem Zusammenhang, dass du irgendwie kannst sagen, irgendwie, weißt du, so, hey, eben, es gibt kein richtig oder falsch und irgendwie, weißt du, so quasi, eben, es ist auch so, ich interpretiere es jetzt auch so ein bisschen so mit Druck rausnehmen, weil eben, it's gonna happen anyway. Und alles gesehen und es ist alles irgendwie so quasi ein Zyklus und es ist nicht, weißt du, so quasi, es gibt nicht neue Erschütterungen oder neue Erkenntnisse. Und irgendwie, weißt du, so quasi, ich glaube, irgendwie so das Annehmen, das hinnehmen können. Das macht voll Sinn. Ja, also ich finde das eigentlich noch schön im Zusammenhang mit den anderen. So, also, ich finde, es funktioniert sehr gut und es zeigt halt einfach auch so ein bisschen, eben, du bist dann wie so, weißt du, du siehst so hinter die Smoke and Mirrors Trickli, oder? Und so die ganzen Akkuladen sind dann wie so ein bisschen scheissegal, oder? Und ich könnte mir auch vorstellen, dass dieses 2026 so von außen, weißt du, wenn man so nach so KPIs anschaut, vielleicht hure unimpressive aussieht. Aber von innen ist es vielleicht wirklich einfach so voll krass, hat irgendwie völlig fundamental Sachen geändert, wie du irgendwie reagierst oder auf dich hörst oder einfach irgendwie so. Ich glaube, könnte man das mega gut vorstellen, dass es wirklich einfach irgendwie ein Jahr ist, wo mehr halt innen schafft und nach außen vielleicht nicht unmittelbar sichtbar ist. Oder sicher nicht in der klassischen
oh mein Gott, sie ist so erfolgreich. Weißt du, so. Ja. Ja, ich höre es auch ein bisschen so daraus raus. Weißt du, dass da quasi so ein bisschen im Stillen, vielleicht im Kleineren geschaffen wird. Aber das ist ja dann auch unglaublich ausschlaggebend, wie man weiterfährt oder wie ich weiterfahre. Also, Ja, ich unbedingt. finde es mega spannend. Es ist schon ein bisschen so. Ich meine, die mich kennen und auch irgendwie da, oder weißt du, auch im Podcast, ich bin wahnsinnig viel, ich bin immer an. Oder nicht mehr so quasi, hey, was machen wir jetzt, was machen wir morgen? Und ich habe immer unmittelbar den Plan und ich finde immer so, ich muss auch einen haben. Und ich finde das eigentlich noch mega schön, wenn ich das jetzt irgendwie so anschaue, und das kann ich sagen, es hat irgendwie so im 26, ja, dass ich es wirklich irgendwie, weißt du, so quasi irgendwie so auch ein bisschen kann, ein bisschen zurücklehnen und irgendwie so ein bisschen mehr Vertrauen haben, dass es auch so steht, weißt du, was ich meine? Das ist so. Ja, absolut. Und auch eben den Mut haben, das loszulassen, wo einfach irgendwie nicht mehr so wirklich passt. Das ist schon so. Zum Beispiel die Jeans, die ich gerade anhabe, die ein bisschen eng sind. Nein, I'm sorry. Ja. So. We're keeping it real. Hey, wir sind von 50 Minuten jetzt. Oh dear Lord. Es tut mir leid, für die, die alle noch im Spörtler sind, hey, I'm so deeply sorry. Aber hey. Okay, aber ihr habt jetzt dafür gerade nochmal irgendwie 300 Kalorien verbrannt. Also von dem her. Ja, genau. Total les. Hey, danke vielmals, by the way. Finde ich eigentlich mega interessant gefunden. Wir haben so ein bisschen einen Shift gemacht in unserem Thema. Ich finde es total schön. Jetzt irgendwie auch für 2026, dass wir jetzt einfach fürs neue Jahr auch. Genau. Ich mache das jetzt nachher für mich auch noch. Ich will das auch. So les, mach das. Ich kann dir leider nicht helfen, aber es ist. Nein, ist okay. Ja. Ich habe nur gedacht, falls jemand, der zulässt, der das auch cool findet, Frühcard ist gerade ein bisschen intensiv, aber falls ihr auch einen Oracle Card Pool für nächstes Jahr möchtet, dann dünnt uns doch auf Instagram schreiben. Ich euch auch da. Voll Herz. Ja, da könnt ihr einfach einen Kommentar hinterlassen und dann wird sich Jenny auf jeden Fall melden und ich werde auch meinen Senf dazugeben. Meinen kosmischen, nein, mache ich nicht. Ich übernehme wieder Beauty-Fragen und so. Nein, das wird super. Hey, danke dir, Jenny. Danke euch, dass ihr den Jahresstart mit uns verbringt. Und ich freue mich, hey, oh mein Gott, weißt du, nächste Woche ist dann schon wieder as usual. Dann wissen wir alle, wie sich 26 anfühlt. Das ist jetzt irgendwie, weißt du, so ja, wir sind alle schon so over it. Wir haben es gesehen. Nein, hey, heute halten wir einfach noch aufrecht. Hey, 2026, es wird ein Jahr. Es wird ein Jahr. Ich kann gar nicht sagen, es wird ein gutes Jahr, aber ich finde so das sind so beschissene Pinterest-Quotes. Nein, aber weißt du was, ich bin fucking 52 und ich habe noch jedes Mal am ersten Jahr bin ich da gesessen und gefunden, es wird ein super Jahr. Ich gehe immer davon aus, das wird ein gutes Jahr. Das ist wirklich. Und wenn wir sehen, am 31. Dezember, es war ein bisschen anstrengend gewesen, dann who cares? Wir haben etwas dazu gelernt. Oh mein Gott, weise Wort. Was für ein gutes Schlusswort? I know, es ist wirklich. Ich finde es mega schön. Lassen wir so stehen. Wir hören uns nächste Woche. See ya. Bye bye. Tschüss zusammen. So gut. Also, abhängen.